Liebe Gott, zwei mit Tod, wann ich werden so weit abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Wir sind schon da. Wir sind schon da. Jesus, na. Grüß euch, servus, grüß dich, hey. Das wird Zeit mit Musik verwehen. Wir spielen für euch die 16er Bull. Ihr hört Lieder aus früheren Zeit und manche Hodern sind schon vor heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre, als Backel spielt wir noch den Wienerschan. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabombe hinten rein, und das Gesange klingt es auch schon recht human. Drum Leidl, grüß euch, servus, grüß dich, hey. Es wird Zeit mit Musik verwinkt. Wir spielen für euch die 16er Bull. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vor heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe ich die Ehre. Heute wieder aus dem Studio Donaufeld. Jawohl. Klaus zu Gast, ich freue mich sehr. Grüß euch Gott. Ja, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Und wir haben natürlich einen voll professionellen Start hingelegt, das kann man schon wieder sagen. Ja, absolut. Aber es war so, dass die Gitarre nämlich aufgrund wenn wir heute beim Auto fahren, die war so in der Tasche, die war so dermaßen verstimmt. Und normal geht es ja, oft geht das vorher aus, aber jetzt natürlich nicht. Aber mein Gott, wir sind ja unter uns, das geht schon. Wir begrüßen euch herzlichst. Warte, das muss ich da leise fahren. So. Alle miteinander. Schau, es ist ja Eine große Fangemeinde, trotz des wunderschönen Wetters hier. Susanne Bum, Fritzl Starkus, Raphael Illmeier. Super. Aus der Steiermark, Landtal Stromer, jawohl, die Paula Cisti begrüßt euch mit. Matthias Mariacher. Ebenfalls guten Abend, Paula Cisti. Joe Brockerwey ist dabei, große Freude. Was haben wir noch? Markus Volker, guten Abend allseits. Ja, und Daniel Schlögel. Grüß euch. Pavla Cistinger. Großartig. Hubert Hinkhofer, Uli Slonek, Maggie Pemberton. Heißt eigentlich jetzt durch die Bank fast kaum jemand aus Wien. Kaum jemand. Na, viele, aber doch. Viele, ja schon, aber. Mama eben, grüß dich gut. Was sagt der Thomas Franzka? Wenn ihr auf euren Stream schaltet, kommen immer erst Vorschläge von Rock- und Metal-Riffs. Ihr Wiener Liedrocker, grüß euch. Servus. Servus. Ja, die Werbung, ja. Die haben wir so eingestellt. Mach mal, was? Drehfehler aus dem Landtalstrom? Was? Ach so. Natascha Sperg. Sind auch da. Grüß euch Gott. Heute noch beim Frühstück in Litschau gesehen. Jetzt aber hier auch live. Alucard. 3669 wieder live dabei. Das ist eine Freude. Die Irmi Hinkhofer. Kommt ja heute noch vor. Die Irmi kommt heute noch vor. Unter anderem wird singen. Unter anderem, ja. Christoph Radausachen wäre wichtig. Nachher ist die komische Kleine Steine 07, Oberbayern, Herr Mandl, Gerald Spörk. Jawohl. Na sehr, grüßes Lied schon. Also heute ist Sperk und Spörk. Sperk und Spörk. Sperk und Spörk. Christoph Acker. Na gut. Super. Thomas Schlegel, Rudi Korbes. Jawohl. Sehr gut. Ja genau, die Daniela Schlegel fragt vollkommen richtig. Christoph Acker, WLAN am Campingplatz, weil der Christoph ist jetzt schon unterwegs mit dem Motorradl nach Island.
Wo bist du denn gerade? Schreib eine, Christoph Acker, bitte schreib eine, wo bist du denn gerade? Das nicht mehr interessiert. Hannerl, die ist dabei. Jawohl. Fixpunkt am Montag, die Pavlatschen. Hat einen schönen Abend, Markus Bristoli. Ihr macht uns eine Riesenfreude. Das ist schön. John Walker weg von Dauertrinkspiel und Werbesendung, ist das neu? Sehr geil. Ja, danke schön. Nein, wir haben das, ist relativ neu, ja. Ein paar Sendungen immer gedacht, bevor wir irgendwelche Gesetze brechen, schreiben wir einfach eine, es wird hier dauerhaft getrunken, gespielt und geworben. Heute werben wir wofür? Nämlich beim Anbotteln der Flaschen. Ja. Ein Geschenk von unseren lieben Sperks, die jetzt nur in Litschau weilen beim Strammelklang Festival. Die haben uns gestern was mitgebracht und der Patrick übernimmt natürlich die Vorstellung, das Anbotteln. Das Anbotteln. Das hat einen doppelten Grund. Heute einen Bio-Frisante Rosé vom Weingut Zierensack, vom lieben Werner Zierensack. Also ich freue mich schon auf das Ganze. Das Ganze hat den Grund, wir spielen nächste Woche am Samstag in Schloss Jedenspeigen. Da steckt nämlich der Werner Zierensack aus. Und da haben wir schon ein paar Weindel in Litschau um und verkostet von ihm. Und haben wir gedacht, passt heute genau an Frisante dazu. Ich mache ihn auf. Ja. Am Samstag, 17.07. sind wir konkret bei diesem Weindel. Ja. In Jedenspeigen. Im Schloss Jedenspeigen. Ja. Und ich habe das jetzt gerade eingeblendet und ihr findet das eh. Also entweder unter zierensack.com findet ihr auch das oder eben auch bei uns auf der Homepage. Ja. Wer also nach Jedenspeigen pilgern möchte, ins Schloss, wunderschönes Ambiente. Absolut, ja. Eine sehr leibende Winothek dort, der ist herzlich eingeladen am 17. Und eben weil wir in Litschau beieinander gesessen sind mit den Sperks, mit der Roland und mit der Natascha. Und die haben uns den mitgenommen und gesagt, das trifft die gleich, den werden wir gleich heute anbotteln und werden wir mit euch verkosten. Nicht? Und das machen wir jetzt da. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle auf euch. Ja, schön, dass wir wohlbehalten wieder zurück sind von dem Wochenende. Wir haben ein wunderbares Wochenende verbracht. Dazu später mehr. Gott sei Dank trinkt man wieder was. Ja, na, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir haben ja schon gekostet. Also. Ist nicht neu für uns, aber nein, herrlich. Herrlich und das passt zum Hassen wieder. Haut hin. Werner Zierensack. Aus Sierendorf an der Mark. Schönes Miami-Weißhemd, sagt der Raphael Illmeier. Ja. Na, heute haben wir wieder gedacht, weil ja das immer noch das Motto Mut zur Farbe steht. Ich bin heute Mut zur Farbe, aber doch schwarz, weißt du? Nein, wir müssen ja den Spannungsbogen. Das Spannungsfeld auf. Ja, richtig, das gehört so. Ich begrüße meinen Bruderherz, guten Abend und liebe Grüße aus Schladming, den Tommy und die Judith, die sind in Schladminger Vorlauf. Grüß euch Gott, schön, dass ihr da mit dabei seid. Der Christoph Acker, so gestern gestartet und durchgefahren für den Iron Pub in Dänemark. Bravo, Christoph. Gratuliert dir. Freut mich, dass du dabei bist trotzdem, nicht? Weil man ist ja unterwegs umso mehr. Also das heißt, da schaut er ja am Handy, da schreibt er vielleicht weniger Plätze rein. Was weiß man? Aber man weiß es nicht. Ich traue ihm alles zu. Na ganz gut. Walter Nagel ist dabei. So, die Daniel Schlügel. Für Enz ist schon ein Tisch reserviert mit viel Glück. Kann Max früher von der Arbeit weg und ist auch dabei. Das ist nicht freuen. Das war klasse. Sonst kommt er nach. Naja, das wird natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, wir schlafen ja Gott sei Dank dort in Enz. Ja, anders war das gegangen. Hat er sofort aber gesagt. Ja. Also das ist aber es ist natürlich, wird natürlich auch wieder ein Kampf, weil oft ist es halt dann so, wenn man weiß, man schläft da, dass dann, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Spiegelung aus. Blödsinn. Wie, glaubst du? Ja, wir trinken ja nichts. Da hast du recht. Dieses Wochenende war das Beispiel dafür. Wir haben tatsächlich nichts getrunken, nichts, was nicht irgendwas Alkohol trinkt. Ich glaube sogar, wenn wir auch Wasser trinken und wenn wir uns sicher jetzt haben wir einen Hustensaft reingehauen, damit ein Schluck voll Alkohol drin ist, weil man gewöhnt sich ja gleich drauf. Das ist ja ein Wahnsinn. Das war ganz großartig. Was haben wir noch? Irgendwas wollte ich noch anmerken. Weiß ich aber nicht mehr was. Ich weiß nicht mehr was. Ich muss sagen, Werner, wenn du zuschaust, herziehen ja. Ich war gelungen. Absolut leibend. Und ich gesagt, dann spielen wir. Und jetzt möchte ich euch noch, aber das muss ich jetzt aber spontan rein, weil es gerade hat er mir es geschickt und die Momo M schaut ja auch zu. Das ist wichtig, weil mit dem nun folgenden Foto haben wir jetzt einmal endlich das Gesicht zur Stimme, also zur Chat-Stimme. Franz M. hier endlich einmal. Besser bekannt manchmal als Karl M. Aber. Ui, da komme ich nie wieder aus aus dem. Jetzt habe ich das da eine. Oh je, ist schon passiert. Scheiße. Warte mal, ich glaube, da komme ich nicht mehr aus.
Oh ja, da kann ich so dann. Franz M. und die Isabella schicken uns allen beste Grüße aus Litschau, weil die sind noch dort geblieben, weil nächstes Wochenende geht es ja weiter. Ebenso wie die Sperks, ja. Ebenso wie die Sperks. Ja. Und ich habe einen Auftrag bekommen im Namen von Franz und von der Franz und von der Isabella, der Momo M. nochmal ein herzliches Danke auszurichten, weil wir waren beim Taschler, beim Heirigen, wo sie auch alle waren, und die Momo hat es dankenswerterweise nur nach Heiligenstadt geführt, damit sie mit der U-Bahn heimfahren können, wo sie dann gesagt haben, ist aber eh nichts, wurden sie unter ein Taxi nehmen müssen. Die letzte U-Bahn ist da gerade davor gefahren. Wahrscheinlich so irgendwas in die Richtung. Irgendwas in Ein die Richtung. Klassiker. Mal passiert mir sowas. Ja. Auf jeden Fall, Dankeschön Momo M. für, also im Namen von Franz und von der Isabella, und wir trinken natürlich, damit dieser Dank auch entsprechend gewürdigt wird. Nicht? Etwas weniger heute. Ja, ja, Also, bei ja mir, klar. Na, vor allem mit dem Auto ja, nicht. sicher, ja, nein. Nicht so wie in Litschau beim Schrammelgang-Festival, wo ich nicht mit dem Automobil unterwegs bin. Ne? Ich war schon miert gestern Abend. Du. Bin heute normiert, aber ist ja wurscht. Naja. Naja, und auf jeden Fall war das eine ganz leibende Geschichte, dieses Schrammelklang-Festival. Wir sind ordentlich draufgekommen. Ja. Am Freitag haben wir zweimal gespielt, am Samstag haben wir dreimal gespielt, am Sonntag haben wir zweimal gespielt. Also wir sind dort schon, Es haben war schon heuer- was geleistet Wir auch. haben heuer wirklich was geleistet. Also, Und man kann auch wirklich getrost sagen, wenn wir nicht gespielt haben, haben wir getrunken. ja, da geht's. Ja, das ist das, aber wir haben ja nicht aufgehört zum Trinken beim Essen, sondern das war ja, nein. war ja ein Ding. Also das ist schon ein hartes, und man merkt es dann schon, dass es früher leichter gegangen ist. Ja, vor allem im Nachhinein. Also. Aber heute ein mühsamer Tag, nicht? Ja, mühsam, aber es war wunderschönes Wetter, traumhaft, leibende Stimmung, Spitzenpublikum, absolut, Absolut, super organisiert. Ja, Traumhaft. Traumhaft. wir können nur positiv davon sprechen. Das muss man echt so sagen. Ja, und ich habe mir gedacht, wir spielen jetzt einmal gleich wieder was, dass wir nicht nur reden. Muss ich mich stärken für Ja, Stärken ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich wollte heute Frukade besorgen. Für die Pavlatschen, weil ich mir gedacht habe, es war mein Leibwart nichts trinken. Und dann war ich aber zu viel, dass ich eine Frukade kaufe. Das ist vom Zierensack Werner ein Rosé Frisante tun. Ja, Jetzt haben wir uns die Stärksten den Wein gegeben, und wir gedacht, das können wir nicht, das ist ja, was war denn das für eine Art? Ne? Das muss man schon macht sagen. man ja nicht. Ne? Ich bin sehr angeschnitten, gell? Bei Patrick ist noch viel Platz. Ich muss die Kamera verstellen. Man sieht mich ja gar nicht. Ich verschwinde immer in Eckerl. Ich hab die extra gefragt, weil ich hab das ja richtig eingestellt. Naja, du bist anders gesessen, glaube ich. Nein, Ich muss das umstellen. Ich bewege mich. Tut mir leid. Ich habe mich am Wochenende genug bewegt in Litschau, muss ich sagen. Also, da kommen schon Kilometer zusammen, also da draußen. Wenn man da um den See geht, von einem Auftritt zum nächsten, auf ins Quartier, wieder runter, wieder auf ins Quartier, wieder runter. Das ist leibend, aber. Wobei, Ja, sagen wir, wir Bewegung. haben uns ja möglichst viel vieren lassen. Zweimal genau. Naja, Nein, bei dreimal nein, mit dem Schifferl, dreimal. Gut, das ist aber dazwischen aber gegangen. Ne? Spielen wir was, weil 1 Kilometer sind wir gegangen. ja, wenn es hochkommt, ein Kilometer. Aber wenn's hochkommt. Hallo aus den Kirchen, Eltern sind auch dabei, Gerda Steuer, Grüß euch. wunderbar, grüß euch gut. Morgen sehen wir uns ja in alter Frische. Wobei Frische ja im Zusammenhang mit dem Wetter schwarz um Sagen ist. aber- Morgen nicht, am Mittwoch kommt die Frische dann. Ja. Christoph Ack hat auch nichts zum Trinken. Ja gut, aber weißt du, wenn man am nächsten Tag dann weiterfährt mit dem Motorrad, du wirst es wahrscheinlich heute nicht so geben wie sonst bei der Pavlatsch. Nehme ich einmal an. Das nehme ich einmal an so. Ja. Skyfall ist auch dabei. Na gut, also jetzt reißen wir auf. Patrick, jetzt reißen wir was auf. Was reißen wir noch? Nein, das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht, sondern es ist ja wirklich, aber also ich gebe es zu offen, man wird schon ein bisschen leer, gell? So, Ja, weil's ich schon bin, sehr ich bin intensiv irgendwie ist, ausgespült ein bisschen heute. Und das ist selten bei mir eigentlich. aber keine Nein, Angst. keine also, Angst beim Leben. Wir sind auf voll im Soft. Aber es ist so diese Ideen, weil man echt wirklich, ich meine, das waren jetzt da in 3 Tagen, waren das jetzt da 2, 4, 5, 6, 7, 8 7 Auftritte, Auftritte. ne? 7. 2, 4, 6, 7. Ja, richtig, ja genau. Ja, 7 Auftritte in 3 ja, Tagen. ja. Und das ist natürlich sehr leibend. Also das ist jetzt nicht so, dass wir ausgezerrt sind, aber man merkt wirklich, dass man da ein bisschen miert wird. Oder ein bisschen ja. Die Ideen sind einfach, sonst weiß ich immer, was ich spiele, nicht so früh. Ja, jetzt war es nichts, ne? Jetzt weiß ich nichts. Oh ja, ich weiß was.
Jawohl, zum Einspülen. Gebeug mir da dein Gesicht, ich möchte nicht fest sein. Nicht wie eine alte Semmel, sondern recht sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Weinerisch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht da bin ich niemals grantig. Ich weiß, der Gesicht da ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Gestern war ich traurig, wie ich mich in Spiegel schau. Ich denk mir mit meinem Gesicht, da kriegst du keine schöne Frau. Plötzlich hab ich eine Idee, ist doch gar nicht schlecht. Ich frag meinen Freund, ob er mit mir sein Gesicht nicht tauschen möchte. Geboren hat dein Gesicht, ich möchte nicht fest sein. Nicht wie eine alte Semmel, sondern recht sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Weinerisch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher nimmer zurück. Brauchen wir eine Setlist? Fragt vollkommen zurecht, muss ich sagen. Vollkommen zurecht, der Walter Nagel. Aber nein, brauchen wir nicht, weil wir haben uns eigentlich noch nie an eine Setlist gehalten. Wir haben uns manchmal früher eine geschrieben, aber es ist eigentlich hat oft nicht einmal das erste Lied gehalten. Wir haben gesagt, wir machen das immer, es wird uns schon was einfallen. Und bis jetzt war es auch immer so, heute ein bisschen schwer. Aber was hätten wir da? So Salibum, ein Wampe oder ein Ringel? Nein, wenn wir das Ringelspiel dranhängen. Hängen wir das Ringelspiel dran? Gleich dran, Ja. Markus Bristoni, diese Interpretation gefällt mir sehr gut. Ich danke dir vielmals, Markus. Okay. Ganz lieb von dir. Ringelspiel. Nochmal, zwei Strophen, schauen wir mal. Da spielen wir was anderes gleich weiter. Treten sein, nur herein, größter Jux für groß und klein, jeder Schimmel lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorwärts und draht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was er will. Ja, schön ist so ein Ringelspiel. Ein zweiter noch, ja. Der Herr Franz ganz diskret mit seinem Flirt im Bruder geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt er dran? Mit Gardé und paar Höhe davon die beiden Karussell. Plötzlich sagt sie Franzl, schau, ist das nicht die Frau? Ja, sagt der Fixler, dann stehen mit meinem Zimmer her. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann, immer wieder vorbei und draht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, oh, schön ist so ein Ringelspiel. Ich glaub, mein Jagd, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft oder lebe,
nicht ganz klar. Sie hat die 1000 Schuhe und ich kann's brauchen. Hab nix zum Tschechern, nix zum Tun und nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Sie hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so viel Gleichgewicht. Ja, ich geh gemütlich an, da steckt mir während da. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was am Sofa auf der Gosse sucht. Und der Lackelbär, was suchen's auf der Erde? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das gespür ich. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gerade alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt mit wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich einen Doppler Wein. Bravo, Busi. Fang auch dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön. Die Leute glauben, ich lern gehen. Weil ich auf die Knie da rutscht und wie ein Baby die Krawatten lutscht, da schreit der alte Mann, so laut als er nur kann. Jetzt ziehen die Leute schon Hunde wie der Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Nein, das gespüre. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade da, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst hat's noch jeden Schritt mit wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, dann zahl ich einen Liter Wein. Da fängt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Gleich ein Potpourri. Und die Achtel hat sein, ist ein Wahnsinn. Ich finde der Schweizer aus heute. Ja, es ist eh. Naja, was warm ist auch. Vielleicht vom Wochenende noch, weißt du. Wolfgang Kroatzka ist auch dabei. Jawohl, grüß dich Gott, Wolferl. Gefällt mir das. Na schon die Achteln. Die Achteln. Gefällt's. Das ist das Wichtigste, ne? Das ist das Wichtigste. Aber ich glaube, wir kommen jetzt da zu einem wichtigen Thema, nämlich die berühmt-berüchtigte, und da muss ich das natürlich sofort einblenden, die berühmt-berüchtigte Startguss-Trophy. DJ Horn. Die Startguss-Trophy, wir treiben nicht wieder an. Oi, ich dampfe mal ein bisschen was. Da drei so, hab schon. Und die Startguss-Trophy, ich meine, wer nicht weiß, wer der Startguss ist, ich meine, das ist ja sowieso, das kann gar keiner nicht wissen, weil man der Fritzl, Unmöglich eigentlich. der Fritzl ist ja, möchte ich sagen, das ist schon eine Berühmtheit in der Pavlatschen und ich meine, das ist halt, muss man ehrlich zugeben, der Beginn, der Ursprung, wie ich ihn genannt habe, von der Startguss-Trophy mit diesem wunderbaren Hemd. Wir haben daraus gemacht, Mut zur Farbe und haben gesagt, bitte schickt uns Büdeln, wo ihr Mut zur Farbe zeigt. Und das kann also durchs Hemd sein, also deswegen auch heute hier wiederum dieses Wunder. Ich habe aufs Trinken vergessen, Entschuldigung. Ich sag's auch nichts. Immer Wasser dazwischen und ist bei dir noch ganz da schön. Geschenkt mir noch, bitte. Ja, gerne. Christoph Radauser, klasse Mädel, danke schön. Ja, und da haben wir gesagt, schickt uns was und da haben wir natürlich wieder Einsendungen bekommen. Und das eröffnen wir diesen Reigen mit einem Bild, das die Farbe an sich nicht im Individuum gefunden hat, sondern in der Gesamtheit. Also sprich die Summe aller Farben mehrfach, weil der Harry Schneller-Fonte und der Emmerich Wager haben sie also in ihrer Motorrad-Luft gezeigt. In harter Pose, aber tatsächlich, also man sieht schon ein blaues Holztierchen und einen roten Reißverschluss, aber ich glaube mehr
Farbe haben sie nicht drauf, aber wir freuen uns wahnsinnig über diese Einsendung vom Harry und vom Emmerich. Ein großartiges Bild, wie ich absolut meine. leibend. Absolut leibend. Oder sie haben schlicht und einfach eine Themenverfehlung gemacht. Kann auch sein, dass sie sich gedacht haben, wahrscheinlich werden sie so geredet haben und gesagt, du erst die 16 Buben, denen soll man schicken, ein Büdel. Ja, machen wir ein Büdel. Die haben wahrscheinlich nur halb zugeschaut, mitgelesen, dass es sich um eine Traufe handelt. Das ist, muss man sagen. Schwarz ist schön, ne? Ja. Schau mir an, ne? Das ist halt genau Absolut. richtig. Absolut. Aber bevor wir die nächsten sagen, spielen wir wieder was, weil Ja. wir sind das Spielen gewohnt. Was sagt die Italiener Schlöglich? Das Horn erinnert mich an den Prater, beziehungsweise ans Autodrom, ja. Das ist aber, ich wollte ja eigentlich schon ein eigenes, das hörst du nicht, das ist was eingespielt ist, ja. Und ich habe da leise Draht, deswegen hören wir das nicht. Aber es ist ja so, das ist das, was dabei war. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, ich gelobe Besserung, dass ich sozusagen hier noch eine eigene Fanfare, das müssen wir eigentlich noch kreieren, einen eigenen Dusch, eine eigene Fanfare. Und das muss ich dann natürlich aufnehmen und einspielen. Ich und so. werde in mich. Ja, geh in dich. Ja, geh in dich. Genau, Herr Mandl hat das entdeckt. Nach dem Motto Farbe ist wurscht, Hauptsache schwarz. Ganz genau. Ja. Maggie Pemberton wäre so gerne auf einer schrägen Wiesen. Ein guter Leger, das übernehmen wir. Michael Unger schickt uns Grüße aus dem Burgenland. Danke Und deswegen, dir. bevor wir die schräge Wiesen machen, selbstverständlich, ein burgenländisches Lied spielen. Ganz. Drunter Burgenland. Kannst du das da? Geht das da oder brauchst du das Steirische? Das ist nicht da. Ich bin nicht da heute. Muss man überlegen. Na, das ist mir eine stille Nacht. Ich schwierig, bin damit ja, zu schwierig. gar jetzt, aber Naja, das ist ja. gib mir ein bisschen Zeit, ja. Wir leben in einer Gachenwelt, das muss zack, 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 das muss rennen. Ja. Der Jota schickt Grüße aus Essen im Ruhrgebiet. Servus Jota, schön, dass du dabei bist. Glaubst du da ja nicht? Ich meine, wir sind armen Michael Unger nicht da bestrafen. Ist jetzt schon gehen? In was ich gehe, Ja, ne? ja. Drum im Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Und im Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Ich weiß es. Und im Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Und im Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Drin wohnt eine Mägdelein, sie soll mein eigen sein, die schöne Burgenländerin. Drin wohnt eine Mägdelein, sie soll mein eigen sein, die schräge, gell? Die schöne Burgenländerin. Kennen Sie die Geschichte vom Franz nicht? Also bitte, wenn's nicht wissen, wie die geht. Dann erzähle gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat halbe Zeit und Zeit so viel am Fred und die verbringt er gern in der Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Tram dahin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur schräge Wiesen. Am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Mist nicht, kein reichen Papa. Mein Hirzel, natürlich und das war. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim, bloß am Kamm. Schräge Wiesen, am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Ballett. Wenn auf der Rossauer Lände dann so gegen Ende Mai der Flieder blüht,
dann wollen alle Leute verreisen, fahren mit der Eisenbahn dann alle mit. Anato bleib ich stur bei meiner Überfuhr, weil ich für keine Luxusreisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, einen alten Lemper, checkt im Radio auf und Büsel von mir hin. Schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Missrecht, kein reichen Papa, mein Wirtsal, natürlich mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Den Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Drum den Burgenland steht ein Bauernhaus, so hübsch und fein. Steinerburg. Drinnen wohnen ein Mägdelein, sie soll mein eigen sein. Die schöne Burgenländerin. Ich bin ein Steirerbub und oberkehrt Natur. Ich mag ja gewiss kein Schand, mein lieben Steirerland. Da in der Steiermark, da sind Leute groß und stark, sind wir die Donnerbahn bei uns daheim. Jawohl, der Rutgermann spielt. Ja, wenn schon ganz, das ist ja richtig, da ist der vollkommen recht, Patrick. Wenn schon, dann mal ganz. Danke, war Mut zu allem, weißt du? Absolut, absolut. Mut zum Ganzen, weißt du? Das war jetzt ein Rundumschlag, möchte ich sagen. Da muss ich immer eine kleine Auto War ganz schön. Schräge Wiesen, für mich was Neues, da muss ich immer auf den Text achten. Christoph Radau. Ja, hin und wieder kommt einmal was rein, gell? Aber das haben wir schon ein paar Mal gespielt. Ja. Michael Lunger, dem hat es gefallen. Das gefreut mich wieder. Jawohl. Super. Herzlichen Dank und Gruß von Judith. Thomas Bastler kennt das selbstverständlich. Größere Danke, Grüße, natürlich. Habt eine schöne Zeit in Schladming. In Schladming. Ich muss einen Schluck Da nehmen. kommen wir jetzt Prost nicht auf hin, euch. ja. Habe ich da gerade gehört, dass Patrick die Steirische dabei hat? Na, leider im Gegenteil. Er hat sie heute nicht Leider nicht, dabei. ausnahmsweise einmal nicht, ja. Hubert Rinkover sagt, Harry und Emmerich haben die Farbe ihres Humors. Sehr gut, gefällt mir sehr. Na, wir gehen natürlich weiter jetzt. Als nächstes in der Stadtguss-Trophy ist drinnen der Cousin vom Patrick. Lieber Alexander, ja. lieber Alex. Und der Alex, der eigentlich da fast nie mitchattet, aber ein treuer Zuhörer Ein ist. glühender Fan. Oder Zuseher. Ja. Und der hat uns auch was geschickt. Mut zur Farbe. Der Alex in der Stadtguss-Trophy, natürlich, wie es in der Familie vom Rutger so ist, natürlich beim Grün. Mit beim Fleisch Grün. in der Hand. Nein, die Zange oder da in der Hand. Oder die Zange in der Hand, ich weiß nicht. Ja. Ja. Oder halt irgendein Grillgerät, mit dem man gerade. Aber auf jeden Fall, das hängt jetzt natürlich einmalig. Und bei ihm passen auch die Ärmeln zur Farbe. Nicht? Also das ist natürlich auch leibend. Also Alex, ein Weltbild. Da ein zweites gemacht mit Melonen drauf, das habe ich nicht. Das habe ich jetzt nicht verarbeitet, weil ich wollte nicht so viel Obst ins Spiel bringen. Das wollte ich nicht. So, und dann gehen wir weiter, jetzt ein bisschen, weil wir haben ein bisschen einen Herrenüberschuss, aber jetzt, meine Herrschaften, die Irme Hinkofer hat mir geschickt, ein Büdel, und das ist natürlich das ist, wie es bei einer Dame so ist. Wie es bei einer Dame so ist, nicht schrill, nicht grell, nicht herausschreien, sondern Noblesse, oblige. Und wir sehen hier die Irme in einem Traum von Blau. Weiß. Also
Blau ist die Farbe, weiß ist die. Na, die Irmi Hinkofer, Na, da sagt's nichts mehr, da was? sagt's nichts mehr. Da sagt's nichts mehr. Unsere Gruppis, also unsere Fans. Ist ja ein Wahnsinn. Oder? Ein Traum in Blau-Weiß. Und der Irmi. Und wie gesagt, wenn ihr noch weiter uns was schicken wollt, jetzt muss ich aber suchen, muss ich das scrollen. Ich muss scrollen. Die Challenge ist noch nicht, die Trophy ist noch nicht Ist noch nicht zu Ende. Im Prinzip, die geht jetzt den ganzen Sommer, bis uns was Besseres einfällt. Ne? Aber nein, nicht wirklich. Das ziehen wir durch. büro@16erburm.at, dort schickt uns das hin. Ich meine, den Hashtag Mutzerfarbe ist nur so reingeschrieben, dass wir wissen, um was es ging, warum ich die E-Mail einblende. Nicht? Aber ja, die Stadtguss-Trophy ist natürlich noch voll im Laufen. Muss man ehrlich sagen. Die ist noch voll im Laufen, also schickt es uns zu. Und wenn Sie schon beim sozusagen beim Fokussatz auf dem Bildschirm gerichtet, dann möchte ich euch einblenden, vor allem hier am unteren Rand des Bildschirms, der Hinweis auf den virtuellen Hut. Wenn es euch gefällt, haut was rein, entweder über PayPal oder über Überweisung oder über einen Superchat hier auf YouTube, wie ihr wollt, wie ihr möchtet. Aber es war eine echt leibende Geschichte, weil natürlich weiterhin gilt ja kein Geld, keine Muse. Ja, Wobei es eigentlich, wir spielen eigentlich schon, also aber es es ist ist ja, halt- aber ja, also es ist Zitzelreis spielen wir, ja. wir danken euch für eure Großzügigkeit jetzt schon und trinken mal einen Schluck Wasser. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Du bist mutig, ich hab schon, nicht? Aber Der Fritzl hat da, sehr schöne Bilder. Ja, ja, was geht denn da Bankerl auch? Was meinst du mit Bankerl, Hubert? Nur Bankerl? Nein, man muss selbst sichtbar sein. Ja, schau, der Stein ist so sauber, Irmi Hinkofer. Ja, das glaube ich auch. Ein Traum in Blau-Weiß, Irmi Hinkofer. Und da kannst du dir gar nicht vorstellen, dass das ein Motorradbraut ist, eine ordentliche. warum nicht? Alle Achtung. XC-Man ist dabei. Super. Alucard hat den blauen Ozean rein und die Achteln. Nein, das ist so, wie man es sieht. Ja, beides natürlich. So, das tue ich da wieder weg. Gell? Das tue ich wieder weg. Wieder als nächstes möchte ich wieder gerne Werbung einschalten und zwar, zack, hab's schon eingeblendet. Und zwar am 6. August, meine lieben Freunde, da spielen wir wieder beim Ausblick Wien. Ja, ich freue mich schon wieder. Ja, also Weingut schon Höfler, Michael Höfler Weingut. richtig. Ausblick Wien im Weingarten am Biesenberg mit wunderbarem Blick über Wien, unsere Musik dazu. Oh, ich freue mich schon. Man war ich selber gern Gast, also muss ich sagen. Also, Absolut. Ja, Aber können wir nicht selber bis zum Spiel. Spiel. Ja. Aber wirklich war super Ausblick, super Wein, super Essen, Super Musik. super Publikum. Super Musik. Also das war super Musik natürlich auch, ist ganz klar. Möchte ich das sehr empfehlen, ich habe es jetzt wieder ausgeblendet, aber ihr findet es natürlich bei uns auf 16erburm.at. Auf unserer Homepage findet ihr das ja eh. Aber das möchte ich wirklich beworben haben, weil der Michael Höfler ja einer ist, der wirklich sich sehr bemüht, nicht nur jetzt um uns sozusagen, das ist auch was Leibers, aber überhaupt um die Wiener Kultur, und der Wiener Wein. Und Wiener das- Weinkultur und so weiter. und hat jetzt beim Wiener Weinpreis 3 Goldmedaillen gekriegt Ja. für seinen Wein. 3 Goldmedaillen hat er gekriegt und dort nochmal die Ehre zu spielen, das ist ja eine ganz alleine Geschichte. Also vielleicht schaut es rein, habt Zeit und das wird uns gefallen. Und als nächstes, als drittes und letzte Werbung in eigener Sache, ihr kennt es bereits. Ich habe noch immer kein Bild vom Plakat, aber ich habe das Büdel vom Screenshot mit der Wiki vom Mavihof im Vorfeld. 21. August in Bad Schönau. Aber auch das findet Das ihr natürlich. Skolarium. Genau. Das Unser findet- Sommerkonzert in Bad Schönau quasi, ja. Das findet ihr natürlich auch bei uns auf der Homepage. So, das war jetzt genug Eigenwerbung, aber wir sind ja froh, dass wir wieder ein bisschen spielen können und dass es da Möglichkeiten gibt und deswegen wollen wir das. Der Hubert Hinkoff hat mir jetzt ein bisschen geschickt. Pass auf, jetzt muss ich schauen. Ob ich das überhaupt präsentieren darf. Ah, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Ich meine, es ist nicht so, sage ich mal, wie soll ich sagen, ist nicht so das wie von der Irmi Hinkofer, Das kann nicht sein, nicht? Das, aber er hat es korrigiert, er hat ja nicht geschrieben die Mutzerfarbe und die Stadtgusstropfe, sondern das Bankerl Challenge. Aber pass auf, jetzt wenn wir das sofort umhauen auf dem Computer, das kann ja wie nur was. Das kann ja, dauert nur. so sagt er. Der Harry Schneller-Font, der ist schon dabei. Harry, grüß dich gut. Du hast versandt. Jetzt blend das ausnahmsweise ein einmal.
Na, das ist das, wenn man zu Du hast spät versandt. kommt eigentlich. Nicht? Nein, Ja, das ist... ja. Wie wir die ausgerichtet haben. Da, Stadtgastrophe Harry und Emmerich. Da haben wir die ausgerichtet, du warst nicht da. Na? Ist der? Aber Leon, dass du eingeschickt hast. Was ist da jetzt da? Ah ja, gesendet. Na, pass auf. Jetzt Was hat haben wir er's noch? gesendet, das sollte aber schon da sein jetzt gleich. Ja, 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 ja. Momentan sehe ich noch den Startkuss, nicht? Aber... Ah nein, das ist Harald Zill, das ist der Harry Schnellerfond, der ist gerade da noch, der Emmerich Warger, ja. Der Peter Richtinger, Pavlatschinger, gerade von der Moped-Tour heimgekommen. Nein, das ist leibend, das ist doch gleich bei uns einschätzt. Das ist leibend. Grüß dich und so, wo habe ich denn? Kann ich jetzt natürlich nicht so schön umrahmen, aber das habe ich eine, das habe ich kleine. Das habe ich kleine. Ja, ich mach die Tier da auf, das hat eine Hitze da her. Aber, schaut her. Der Hubert Henkhofer am Bankerl und muss ich sagen, auch Mut zur Farbe, ja. Boah, da Luft eine. Was ist da wieder? Da ist wieder der Sessel was verloren, ja. Ja, ja. Sitzt wieder, dann kann ich das Büdel dann wieder weg tun. Ja, sieht schon. Ja, also Hubert Henkhofer am Bangel, aber immerhin rot. Rot im Schwarz. Aber jetzt, wenn wir jetzt sagen wir mal, in Hubert hernehmen und jetzt einen direkten Vergleich anstellen wollen, ja, mit der Irme jetzt zum Beispiel. Ja, ich meine, allein die Haare, nicht? Komplett anders. Na, großartig, ganz großartig. Was haben wir noch da? Was haben wir noch? Ja, Harry Schnellerfonte redet viel über mich und ich bin nicht da, das glaube ich. Aber ich bin es gewohnt, dass man viel über mich spricht, weil ich heute ein Star bin. Richtig, ja. Das Das ist ja schön. Wir sind ja prominent. Kaum wird über uns nicht gesprochen, ist ganz schlecht. Es gehört gesprochen. Das stimmt. Ja, Stimmt, ja, stimmt. Man muss im Gespräch bleiben, wie man so sagt. Ne? Aber man muss auch spielen. Ja. Jetzt geht's, das ist ja gleich eine andere Luft, oder? Natürlich, aber weißt du, wie das ist mit den Leiden, nicht? Die ganze Akustik wieder beim Teufel und alles. Aber nein, den Herrn Rutger ist ja warm, ist zu warm, ist ja. So stickig ist das Fenster, ist so klein, da gehört ein Lüften gehört da noch. Ja sicher, das ist besser für die Akustik. Da gibt's welche, die hört man nicht. Ja, natürlich. Ihr habt es gehört, warte, blende nochmal ein. Blend noch mit den Hut Blende ein. nochmal ne? ein, ja, wegen einem Ding, ja. Warte, ich bin gleich da. Der Bin gleich da. Klimaanlage eine noch, weißt Wo haben wir es denn? immer temperiert, Sommer wie Winter. Ne? Bitte herzlich um eure üblichen Überweisungen, weil der Patrick will mich auch eine absolut stille. B- und Entlüftung hier. Ja, 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 das war ja. super. Ich danke euch vielmals für eure Großzügigkeit. Das, was zu viel gespendet wird, werden wir verdrinken. Das passt dann schon. Das hat dann schon hin. Ich glaube, sie stimmt noch. Was machen wir denn heute? Ja, was machen wir denn? Was machen wir? Machen wir von uns was, oder? Was machen wir denn? Ja. Zum Ausblick passend, gell? Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau dem Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle in meinem Weingarten am Biesenberg. Dreht sich Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen her. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lehrt es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Dreckfall-Wein.
Biesenberg. Ich bin dort gern, damit kein Mensch dort steht. Ich schau den Reim dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle geruht. In meinem Weingarten am Biesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann Vogel noch und am Himmel siehst die höchsten Sterne. Und noch am Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg. Das Fleckerlert, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trümpferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trümpferl Wein. Eine schöne Nummer, ja. Ja, So, lade dir wieder zu, bis wegen der Akustik jetzt. Jetzt Was haben hab wir ich ein mit bisschen der Luft, Luft bekommen. Ne? aha. Der Gary Hensburg, du sagt, das Biesenberg-Lied ist mein Lieblingslied von euch. Dankeschön. Peter Raffezeder, grüß euch, Alora. Jawohl. Momo M, rauf, Daumen rauf nicht vergessen. Ja, das stimmt, bitte. Ich bitte euch, haut's auf den Daumen auf für das YouTube-Check, bist du deppert. Das ist ein ausstrebendes Format. Das müssen wir ja, das müssen wir geht anders nicht. Jawohl. Ohne dem geht es nicht mehr, nicht? Jawohl. Schau, Florian B., Servus aus Oberösterreich, Abendprogramm par Servus. excellence. Wie immer vergöt's Gott dafür, Dankeschön, Florian, das gefällt mir sehr. Christopher, da, habt's Holz für nächsten Winter erledigt, da schon brav. Buche und Geweihbaum, hab schon zweimal warm gehabt, das glaube ich. Du, ich hab noch gar nichts gemacht. das ist aber noch zu früh. Also naja, weißt du, warum ich keinen Platz habe? Ne? Naja, es ist jetzt so im Juli, wo ich auch jetzt noch. Nein. Enter Sandman Remix. Was servus. Ja, mehr kann ich auch nicht. Der Raphael Ilmer sagt zu Recht, Klaus, ich habe ein Foto geschickt, ja, das weiß ich doch, Raphael. Und das wollte ich natürlich zum Schluss haben, also nicht zum Schluss, sondern als Krönung jetzt der heutigen Parade der Mut zur Challenge, Mut zur Farbe Challenge. Mut zur die Farbe. Sogenannte Stadtkuss-Trophy. Danke dir. Bitte schön, gerne. Man merkt wirklich, dass wir sind ein bisschen. Nein, wir sind heute ein bisschen, wie soll ich sagen, Aber ich merke es stimmig. ausgespült. Ich merke es stimmig. Also ich bin jetzt wirklich ausgesungen, Wegel. Nein, es ist Aber. so. Ich schicke mir einen Schluck allein. Ja, das schon. Ich habe einen gespritzten dann auch noch für den Fall, dass uns der ausgeht. Das Gas. Ja, das ist schon. Kurz gleich in der Hand. Gieß. Da, der Schäbel. Ja, schau, das hat er dann da. Glitziberglied. Ja, das gehen wir uns überlegen. Das ist das Glitziberglied, ja, schön. Wo war ich? Jetzt war ich beim Raphael. Beim Raphael Ilmer, Und genau. das ist jetzt für Jawohl. diese Stadtkuss-Trophy heute sozusagen der letzte. Ich meine, bevor ich in Raphael Ilmer da jetzt also seinen Beitrag zeige, möchte ich schon noch einmal auf den Acker eingehen, der ja nicht grundlos, ich meine, das ist, wenn man das Büdel sieht, die meisten haben es schon gesehen, wer sieht, erstens einmal ist einmal eins klar, sollte es jemals Preise geben für diese, in dieser Challenge, in dieser Trophy, dann gibt es auf jeden Fall zumindest einen Sonderpreis. Einen Sonderpreis, weil selbst die schwarzen Einteiler der Motorradfahrer haben mehr vor als dieses Bild vom Christoph Acker. Und jetzt wissen wir, warum er nach Island fährt. Ich wollte auch gerade sagen, der sollte vielleicht nicht nach Christoph Fest, warst vielleicht einmal nicht nach Island, sondern warst ein bisschen wo in den Süden gefahren. Weißt du? Weil ein bisschen Farbe gekriegt. Und ich möchte eins, weil ich habe mich Anfragen bekommen, wir haben ja hunderte Anfragen ins Büro bekommen, die gemeint haben, erst, es ist deppert, wenn du eine Challenge machst, Mut zur Farbe, und dann schickt dann ein Schwarz-Weiß-Büro. Also nein, das ist kein Schwarz-Weiß-Bild. Es schaut nur so aus.
Das ist das Färbigste, was der Acker bieten konnte. Das schaut aus wie so eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie, die dann Handkoloriert und dann 80 Jahre vergilbt ist. Ne? Das ist Der arme Christoph. Womit hat er das verdient? Aber hat er verdient, der ist immer goschert. wer den Schaden hat, für den Sport nicht zu sorgen, das ist halt so. Aber das ist natürlich wirklich ein absolute Special-Preis. Also da gibt es wirklich, wenn es jemals am Preis. Also ich glaube, Christoph Acker, ich glaube, dass wirklich original die angefangene Flaschen mit Taxa wahrscheinlich zu dir kommen wird. Weil du hast das echt verdient. Es ist noch da. Es ist noch da, sie steht hinterm Frukade-Lostwagen. Also verstehe ich, ja. Das ist ja gut so. Aber jetzt, meine Herrschaften, jetzt wollen wir wirklich zur Farbe kommen, nämlich zum Raphael Illmeier. Und das gibt es ein selbstgemachtes Foto, nämlich bearbeitet. Der Raphael arbeitet ja mit Photoshop und da bearbeitet er verschiedene Farben. Da habe ich wirklich schon grandiose Fotos von ihm gesehen. Und da hat er jetzt ein Selbstporträt sozusagen dann in Farbe gestaltet. Schaut sich das an. Raphael Illmeier, ja, mit Farbe. Das ist absolut leibend gemacht. Mit der Wand eine absolut leibende, wie sagt man da, nicht Collage, wie sagt man da, wenn man ein Bild so macht, so gestaltet, also ein Foto. Wie sagt man da? Du fragst mich Sachen. Wie sagt man da? Das ist nicht Collage. Raphael, schreib, wie man das sagt. Ja, wie nennt man das? Collage sagt man nicht dazu. Wie sagt man da? Nicht geht's, was irgendwie, wenn man das nicht einfällt. Ja, nimm einen Schluck. Passt doch zu, wer es ist. Christoph Radau, ja genau. Der Kamera ist die Farbe ausgegangen. Am Neusiedler See bekommt er Fahrer, ja. Aber er fährt nach Island. Er ist jetzt in Dänemark und er schaut, dass er von der Sonne wegkommt, weil es könnte ja doch passieren. Ne? Könnte doch passieren. Weit geht es am Start. Aber das Ganze ist vielleicht nur so, weil er uns das Objektiv der Kamera so lang geburgt hat. Ne? Und hat leicht beschlagen oder was vielleicht. Das kann auch sein. Christoph Radau sagt, ja cool. Na, absolut leibend. Ich blende es nochmal ein. Wo ist er? Der Raphael. Ist doch leibend gemacht. Diese Bildbearbeitung, nicht? Ich meine, das ist auch nicht so einfach. Aber das ist tatsächlich Mut zur Farbe. Absolut eingebaut. Alucard sagt da, top. Jawohl. Nächstes, Raphael Illmeier, danke dir für deinen Beitrag. Bist natürlich auch ganz vorn dabei. Wobei, ich sage immer so ganz vorn dabei und so, als ob es einen Preis gab. Es gibt ja keinen. Aber vielleicht schon. Ich noch nicht sagen, wer weiß, was noch kommt. Ja. Die werden Aber der Schmäß Schmäß geht ja noch eine Zeit lang. Nicht? Ja schon, ne, aber er ist absolut die Top. Das wissen wir jetzt schon. Absolut die Top. Es ist halt, wir wissen noch nicht, ob es einen Preis geben wird. Aber das ist, glaube ich, auch leibend. Wenn du so eine Trophy hast, du nimmst teil und du weißt ja nicht. Gibt's was, gibt's nichts. Das heißt, man nimmt eigentlich nicht teil aufgrund einer etwaigen Gewinnchance auf einen Preis, sondern aufgrund der Hits. Ja. Der Hits. Ja. Fritzl Statko sagt auch leibend. Ne, ja, das ist absolut. Raphael cool, Walter Nagel, jawohl. Raphael, da siehst du, du kriegst definitiv Zustimmung. Und wir machen jetzt da im Sinne des Michael Unger, und das war was. Kannst du erinnern? Das ist eine Ballade. Ja, aber ich kann den Text nicht. Aber so in der Schulband gespielt. Ja. Wir haben die Kassen. Der Nuno Bettencourt war der Gitarrist. Mr. Big. Mr. Big, ja genau. Mr. Big. Das war so hoch, ich habe nur begleitet den Sänger in Berne. Saying I love you is all Wahnsinn. Aber ist mir gerade, das hat jetzt gerade so, das ist mir das eingefallen. Da habe ich mir damals eine Stallseitengitarre ausgebaut in der Schule, weil ich habe nur eine E-Gitarre gehabt und eine normale Gitarre. Damals noch nicht einmal eine Kontergitarre, das war da war ich 16, 17. Ja, noch dauert 2-3 Jahre, nicht? Ja, 4 Jahre, 3 Jahre, nicht? Ja, 3-4 Jahre. Ja. Und dann Modern Words, genau, Philipp Zahn. Modern Words, genau. Da wissen wir zu. Aber das habe ich damals nicht geübt und habe ich dann kennen. Und jetzt ist mir das irgendwie eingefallen, weil ich mit G angefangen habe und so hat jetzt mich so erinnert. Verzeiht mir die schwelgen Erinnerungen. Ja, das ist So weit. ja, das sind so, aber ich kann ja das alles nicht mehr.
gut. Lass uns kurz. Was war der Schlechtpunkt? Die Nummer ist von Extreme. Von Extreme, nicht Mr. Extreme. B. Ja. Ah, der Wolfgang Kreuzger. Ja, da muss ich ehrlich sagen, da müssen wir zur Strafe trinken. Da muss ich. Also, Extreme, was habe ich gesagt, Mr. Big? Ja, du hast natürlich gleich, ja, Mr. Big, weil es mir wahrscheinlich nie zuhörst, wenn ich was rede. Und dann bestätigst du es und siehst dann stehen wir drauf. der redet so viel. Mr. Big war das. Hold on, little girl. Also, ja, wieder auch keiner. Ja, Extreme. Absolut richtig, Wolfgang Kreuzger. Und der Nuno Bettencourt von Extreme, das war für mich so ein bisschen ein Hero. Ich habe ja geschrieben in meine Matura-Arbeit, also da gibt es eine Fachbereichsarbeit, ne? Ich habe in Musik maturiert und habe geschrieben über Frank Zappa. Über Frank Zappa meine Fachbereichsarbeit geschrieben und der Nuno Bettencourt war ja in seiner Jugend in Zappa sein Arrangeur, sein Assistent, sag ich jetzt einmal, salopp daher. Also der hat echt eine mörderische Ausbildung gehabt in Musik, hat das alles kennen und der hat diese ganzen Arrangements gesetzt und so weiter. Also der hat echt was drauf gehabt. Und der Zappa hat ja sogar ein Liedl dann ihm gewidmet. Und das ist absolut wahnsinnig, nicht vulgär, sondern ordinär. Weil da geht es darum, dass er quasi in Nuno. War das so? Nein, das ist Deppert, das ist der Steve Vai. Das ist der Steve Vai. Der Geschichte. bringt alles durcheinander. Ich denke, das weiß er nicht. Vergesst die Geschichte wieder. Warte, da mal löschen. Life is life. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Also pass auf, vergiss Nuno Bettencourt, das war Steve Vai. Steve Vai, der kommt irgendwann Steve Lukather dann auch noch vor wahrscheinlich und dann haben wir bald alle durch. Nein, der Steve Vai war der Arrangeur von Frank Zappa. Der Steve Vai war das. Ich habe gesagt, Nuno Bettencourt und du Jojo. Naja, ist ja Wahnsinn. Ich habe nicht Jojo gesagt. Nee, na gut, du bist daneben gesessen und hast reingeschaut. Ich habe gar nichts mehr gesagt. Auf jeden Fall, der Nuno Bettencourt hat gehabt von also eine eigene Gitarre, von ihm gesignte von der Firma Washburn. Sicher der Nuno Bettencourt. Ja, weil der Steve Vai hat es auch gehabt, aber von wem hat es er gehabt? Der Kramer oder was weiß ich? Die siebenseitige. Der Steve Vai hat ja diese siebenseitige Gitarre gehabt, aber der Nuno Bettencourt von Extreme, der hat damals gemacht, wie gesagt, da habe ich gerade gar nicht, da war ich 14. Ab wann darf man? Ja, mit 14 ne, darfst du also einen Sommerjob machen. Keine Mit Ahnung, 14. wie das. Ja, ist sicher, mit 14. Es war mein erster Sommerjob in einer Pflastersteinfabrik in Neunkirchen. Habe ich gearbeitet, einen Monat im Sommer. Mit 14. Ja, bei Weißenburg. Und da habe ich dann das Geld verdient, es waren 14.000 Schilling knappe. Und mit dem Geld wollte man also eine gute Gitarre kaufen. Da ist dann diese Kramer rausgewollt. Die Kramer, ja. Und ursprünglich wollte ich aber eigentlich von Washburn die Nuno Bettencourt Edition. Ja. Ist aber eine andere geworden, weil dort, wo ich es gekauft habe, hat es den nicht gegeben. Also gut, Steve Vais Ibernetz. Dankeschön, Wolfgang. Der Wolfgang hat mir aus. Ibernetz, gut, ja. Ja. Genau, Modern Words, super Gitarrenriff, Sterne 07, absolut. Was sagt die Natascha Sperg? Früchte, Burschen. Entweder hat sie da wirklich die Autokorrektur massiv eingeschalten, oder ihr macht es dort weiter, wo wir gestern Nein, ich weiß schon, was die Natascha will. Ich glaube, ich bin ja geübt in sowas. Die Kirschen wahrscheinlich. Ich vermute das jetzt einmal. Ich bin ein Kenner von solchen Dingen meistens. Aber keine blöde Idee, ist keine blöde Idee. Aber doch eine Erfahrung von 27 Jahren. Ne? Ich glaube, also. Kann mich auch täuschen. Der Hubert hat vorher gesagt, das Sunshine of my life war das. Ja, das war Sunshine. Frokade trinken, Burschen, sagt die Natascha. Du, ne? Ich wünsch dich ein Lied, du hast schon wieder irgendwas gelesen. Die hat sich einfach nur gedacht, Alter, ist das auch so. Burschen, wenn man doch nicht die Kirschen vielleicht. Ja, das doch. Das war so ein typischer. Nein, sie wollte uns nur hinweisen, dass wir Frokade trinken statt was anderes. Wenn Christopher da sagt, ich kenne nur Kakao mit Glas. Eine richtige Antwort. Hast du nach der harten Arbeit entschieden, dass du Musiker wirst? Nein. Das war mir schon vorher klar. Nein, da war ich 14, das war mir nicht klar. Aber da war ich natürlich, und da habe ich zu dem Zeitpunkt dann schon mich wahnsinnig interessiert für E-Gitarre. Und ich habe eine gehabt daheim. Big Sound. Und das war Bölligsdorfer Gitarre, nicht? Aber Big Sound hat die Kasse. Kannst du erinnern? Nein. Big Sound, die kann ich mich nicht mehr erinnern. Da kannst du nicht mehr später dann. Ja, die habe ich nicht mehr gehabt. Ein Big Sound. Den Marsbass hast du noch gehabt.
Habe ich einen Bass auch gehabt? Und da habe ich mich vertauscht. Schwarzen Bass, ja. Mars, von Mars. Wo ich den Bass gehabt? Weiß ich nicht, du hast dann gehabt. Jetzt, was du sagst, das stimmt. Du hast Das ist an der Wand. Das ist an der Wand gelegt, ja, verstaubt völlig, wie ich die kennengelernt habe. Ja. Mars, ja, Mars, stimmt. ja, das kann ich mich noch erinnern, ja. Ja, also du weißt Sachen. Ja. Ich hätte es. Ich war ja Bassist damals Ja, aber in der ich hätte mich Schule. nicht erinnert. Wenn nur ein Bass gehängt ist, nicht, das ist mir das ist angespeichert. Nicht? Wieso habe ich einen Bass daheim gehabt? Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ich werde mich verdauen. Das weiß ich nicht mehr. Aber das gibt es nicht. Im Alter habe ich noch nichts gesoffen, auch nicht. Das gibt es ja nicht. Dass das so. Ja. Das ist mir passiert wahrscheinlich. Oder ich habe mir gedacht, falls das nichts wird mit der Gitarre. Aber Aber auf jeden Fall, ja. nein, Hat er geglaubt? aber zu dem Zeitpunkt war ich 14, also da war das noch nicht so jetzt, ich werde jetzt unbedingt Musiker, aber ich war wahnsinnig Gitarre interessiert, E-Gitarre und eben die erste Big Sound, super und ich habe ihm gesagt, mit dem ersten Job, den ich in meinem Leben haben werde, eben als in der Pflastersteinfabrik als Hilfshackler, beim Weißenböck in Neunkirchen bin ich mit knapp 14.000 Schilling ausgegangen und bin beim Stötz haben wir damals noch in der Linzer Straße, da gibt es heute nicht mehr eine. Und habe gesagt, ich möchte die Waschbären nur noch betten, gute Tischen. Oder gesagt, Waschbären haben wir keine. Daraufhin habe ich gesagt, dann nehme ich eine andere. und da waren 10.000 Schilling, sowas habe ich ausgegeben. Also ich wollte einfach eine gute E-Gitarre. Das war der Plan. Und Dann kauft er sich ein Kramer. was Wolfgang Kreuzger, noch ein bisschen klugscheißen. Big Sound oder Clear Sound? Nein, Clear Sound hat der nicht Nein, geheißen. Big Sound hat die Kasse. Ja, das war sicher, aber das war, die habe ich beim Wattruper in Wiener Neustadt gekauft. Und der Verstärker, der Verstärker war Dean Markley, kann das sein? Dean Markley. Den Makler, ja. War der Verstärker. Ja. Dean Markley, ist ja wurscht, Der auf erste. jeden Fall. Und dann hast du einen Bandit gehabt. Von Peewee, oder? Ah ja, nein, Bibi habe ich gehabt. gehabt. Ja, genau, ja. Das ist der Bandit Gas und weiß ich auch Bandit, schon nicht ja. mehr. Ein Bibi-Verstärker. Dann hat mein Bruder auch einen Bandit gehabt, aber die neuere Variante dann, der ein Transistor war, aber mit einem Röhrensimulator drin. Es klang wie ein Röhrenverstärker, ähnlich, wenn er verzehrt wird. So. Also, Ja. wer weiß, wie sind wir jetzt auf das Auch gekommen? beim Stelzhammer gekauft. Alles beim Städtel. Nein, aber ich weiß nicht, wie ich gekommen bin. Aber da habe ich das war ich mit 14. Das ist so, da bin ich eingetaucht in diese Welt. Und natürlich, da war die Leidenschaft Musik und na, da war von Wiener Lied noch gar kein Red. Aber das war natürlich, da hat sich das aufgebaut. Ich habe mit 11, 12 mit Gitarre angefangen und dann eben diese E-Gitarren. Da war ich 14 und das war also noch das erste Geld, habe ich reingehauen für diese Kramer. So, das ist die Geschichte. Wie wir auf das kommen sind, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, wir wünschen euch einen schönen Abend, sagt der Thomas Bastleck und ich wünsche euch, Tommy Euch und auch. Judith, auch schönen Abend, schönen Urlaub, bis bald, fühlt euch gut. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, was haben wir noch? Der Steg-Georg Scheurer ist am Start. Buongiorno tu 16 ragazzi e insieme tutti pavricisti, arrive violentia. Liebe Grüße, Ah, du, Giorgio. seit wann schreibt er Italienisch? Also, Naja, seit ich es lesen kann. Jetzt spielen wir aber die Kirschen, weil jetzt haben wir schon geredet von den Kirschen, spielen wir es auch. Was haben wir noch? Christoph Radau sagt, für schönes Wetter und Sommer sind wir viele. Leiwand fehlt auch der Wolf, ja. Du 52 Zuschauer aktuell. Danke toll, vielmals. danke euch. Freue Ja. mich. Ich freue mich sehr. Was sagt der Ulrich? Wir haben mit 13, 14 Ferienjobs gemacht und uns was der Arbeit und heute sind sie mit Ende 20 noch nie draußen gewesen und wissen nichts. Ja, stimmt. Ja, das stimmt, ja. Nein, ich hab schon kacke. Also, ich war immer faule Sau, immer. Und das ist bis heute so, aber, na wirklich, das ist absolut komplett. Also, wenn es noch irgendwie geht, entgehe ich dem Ganzen. Aber, und das kann meine ganze Familie, alle können das bestätigen, wenn ich einmal die Arbeitshosen anziehe, oder Arbeitsgewand halt, nicht? Und wenn es heißt, das und das geht gut, nicht, da bin ich ein Viech. Weißt du warum? Weil ich es fertig werden kriegen will. Das ist, wenn geschafft wird, bei meinem Neffen, ich hab dort ausgekommen, ich habe dort gestemmt, ich habe alles Mögliche gemacht, dass wir fertig werden. Ich kann das nicht leiden, wenn ich dann eine Arbeit vor mir habe und dann aber das so auszögere, weißt du, was ich meine? Verstehe. Und als Kind oder als Student war es ja genauso. Jemand hat lieber harte Arbeit, wo ich viel Geld verdiene, als dass ich irgendwo in einem Büro sitze und die Hälfte verdiene. Das war nichts. Das war für mich nichts gewesen. Nie. Und es stimmt schon, was der Ulrich ja damit auch ein bisschen meint. Man lernt ja unheimlich viel dazu. Weil ich bin ja zusammengekommen mit viel, ich meine, die Pflasterstahlfabrik war das eine, nicht? Dann habe ich habe viel beim Flughafen gearbeitet, in einer Druckerei. Lange, also die Druckerei war echt also mein
Betätigungsfeld. Mein Nicht? Hauptbetätigungsfeld war dann die Brauerei eigentlich. Die Genau, Untergänger, ja. Da habe ich auch gearbeitet, viel Ja. in der Brauerei, als Zapfer und so weiter. Also, also ich habe schon, also Jobs habe ich schon viel gehabt und viel gearbeitet, aber ich habe auch eben immer welche ausgesucht, wo ich schon was verdiene. Nicht? Und das war damals, oder das war natürlich, wenn du jetzt so einen Job willst, einen Gachen, das ist eher die härtere Eine Arbeit. Rotation, Ja. da war Geld zum Verdienen. Klar, in der Druckerei, Ja, was da heißt, ist ne? das gut gegangen. Ja. Und das war schon leibend. Na gut, jetzt haben wir von dem auch geredet. Ne? Aber warum er sich ein Kramer gekauft hat, weiß ich bis heute. Ja, er hat keine andere gehabt. Mein Bruder hat sich gleich einen Fender Strat gekauft, also erste Das hat mich nicht Gitarre. interessiert. Hat mich nicht interessiert, damit outen wir vielleicht bei ein paar Gitarristen als nein, wir haben die Namen, die Marken haben mich nicht interessiert. Diese eben Klassiker, eine Les Paul. Wobei, Weißt du, vom so- Preis die Kramer ist wie die Strat, ne? Das ist der gleiche Ja, aber Preis. das hat mir ist, was mache ich mit der Strat? Die hat mich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ja, ja. Heute ja klar, hätte ich schon gerne eine, aber Ja. es hat mich auch nie interessiert. Der Oliver hat sich später. die sogar extra ausgesucht beim Großhändler damals. Ja. Früher, kann ich mich Ja. erinnern. Das ist zum Bauersound damals gefallen, der hat auch einen Großhändler gehabt. Hat dort ein paar Gitarren sich angeschaut und hat sich dann den Three-Tone Sunburst, die Klassiker, natürlich als erste Gitarre. Ja, die ist auch super. Also Das echt ist bis leibend. heute leibend nämlich. Also Natürlich, das, ja. Nur es ist halt unterm Strich rein vom Spülen her. Und vom Tag ist mein Bülligsdorfer Squire Fender Kopie. Ist ja ein Fender. Das Squire ist Ja, Fender, aber es ist- Fender, ne? Aber ich meine, die hat 170 Euro gekostet. Das ist- hat es ja damals noch nicht gegeben. Ne? Wir, Das ist so. wir haben in dem Punkt nie Marken interessiert oder das, klar, sage ich ja, hätte ich schon, aber das war nicht auf meinem Radar. Und die Kramer, man ist ja auch nichts Schlechtes gewesen, aber das war halt auch mehr in meiner Richtung, ich wollte da Rockmusiker werden. Ist aber jetzt daneben gegangen, wie der Harry Schneller-Fonte richtigerweise sagt, ein echter Musiker wollte er werden und jetzt spielt er Kontergitarre. Aber wie viele Rockmusiker spielen ein Fender? Nicht? Naja, also in der Rockmusik hast du das dann selten. Genug. Nicht? Naja, du weißt, was ich meine. Es ist nicht, es ist die Blues und Pop-Gitarre, also so die Die Dinge. Purple Tank. Ne? Ja, das, aber ja. Zuerst aushauen und dann trinken. Gary 1.0 sieht das genauso. Genauso ist es. Das habe ich immer gehabt. Wenn ein Haken ansteht, wo ich nicht dran vorbeikomme, muss ich dazu sagen. Ich habe schon geschaut, dass ich es vermeiden kann, aber wenn dann ein Haken ansteht, okay, kann ich nicht vermeiden, die wird gemacht. Und da schaue ich, dass das. Darum zum Beispiel, wenn bei der Gitarre die Seiten zu machen sind, oder was sage ich, na gut, sage ich, schaue ich immer zuerst, dass der Patrick machen kann. Und wenn er es nicht macht, Der Richard könnte gerade Rohatska kann das bestätigen. Oder alle, die auf Facebook schauen. Oder Instagram. Ja. Aber der X-Zement sagt, im Winter wird es bei mir auch nicht fad. Holz machen und Schnaps brennen. Ja, Schnaps brennen tue ich nicht, aber eben Holz machen und so weiter, ja sicher. Aber dann habe ich einen Baum dort liegen und dann sage ich, na gut, der wird jetzt gemacht. Aber wenn ich anfange, ich meine, ich hakel da nicht jetzt da, ich sage jetzt einmal 20 Tage, irgendwo verstreut auf 3 Monate an dem depperten Holz. An einem Baum nicht. Nein, klar. Na was, da sage ich, das wird erledigt. Was ist, bis ich halt miert bin, fertig bin, maximal. Und dann sage ich, mache ich morgen halt weiter. Nicht? Aber dann stehe ich morgen auf und mache das, weil das liegt dann da und das stört mich. Der kriege ich weg. Und der Landesstromer fragt vollkommen frecherweise, was macht die Terrasse? Wo er gesessen ist, gemütlich, nicht, hat meinen Kaffee getrunken, nicht? 300 Heferl Kaffee, sind ein Laufen Landesstromer gegangen. Und da habe ich gesagt, ja, ich wollte es herrichten, aber dann bist du auf einmal schon da gestanden. Nicht? Also, Markus, es stehen, die Terrasse steht noch genauso da wie vorher. Du fährst morgen wieder hinaus, oder? Nicht? Ja, ich muss voll raus. Eben im Motorrad und da ist er schon. Wolfsbike und Tour de Da France. ist er. Servus, Christi. Auf die haben wir gewartet nämlich. Auf die haben wir gewartet. Also, alle miteinander. Hat jetzt keinen besonderen Bezug gehabt, warum, wieso. Wir haben einfach gesagt, jetzt fällt der Wolf, dann ist es leibend. Und die Jazzgitarre hinter der Wand, sagt der Harry Schneller-Fonte. Ja, aber das ja, Ich glaube, das wird noch einmal neu beseiten vielleicht. kommt schon mal was. Da ist ein bisschen der Rost da schon drauf, glaube ich. Ja, es ist ich hab's eh auch viel gespielt, aber es ist halt. Eben, es ist ja, halt, ja, das ist ja dann und dann aufgehängt. ja. Kommt schon noch. Irgendwann, ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. So, jetzt spielen wir die Kirschen. Mach eine kleine Überarbeitung vorher und dann passt es wieder. Ja, genau, der Anteilstuhl und den Stuhl, genau, mein Sessel hat er auch zusammengehauen.
Der Landtagsstrom ist, weißt du, wie die Deutschen so sagen? Achso, naja, das Der ist gekommen, diese der ist gekommen, hat Sessel. mit Kaffee ausgesoffen und hat mir einen Sessel zusammengehauen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja bei diesen Sesseln kein Wunder, nicht? Das ist immer der Witterung ausgesetzt, jahrelang bereits, nicht? Was redest denn du jetzt für einen Blödsinn, sag einmal? Sesseln. Die kennst du nun gar nicht, die blauen Sesseln. Ja, aber er hat schon recht, aber es ist so, man kann ihm nicht recht geben, Das das wird geht dann nicht. spröde alles und dann Das geht nicht, das geht nicht. Ich hab's gewusst, ich hab gewusst, wie ich gesagt habe, bis ich miert wäre, dass sicherlich vom Acker oder von dir eine blöde Meldung kommen wird, aber naja, ich lasse einfach so stehen. So, Patrick, die Kirschen waren gewünscht von dir, weil du glaubt hast, für die Natascha haben wir gedacht. Ja. für die Frukade wünschen wir die Kirschen. Ja. Obst, haben wir gedacht, kann Risse. Früchte. Wie gesagt, Früchte. Ja. Bitte schön. Elias hat Kirschen für die wachsen ohne Kehren. Wann mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wann in die Sonne ginge, die möcht sie holen. Und wenn's für dies hätte ich schon das frühe Jahr gestohlen. Der wollt für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du was ich schaust, ich soll aber nur mein. Und dicke Bärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich helfen Gott sag, am liebsten mit einem Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tat's doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht eine kalte Wand. Jetzt dreh dich einmal und sag zu mir, na komm. Ja, so denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tat's doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht über eine kalte Wand. Jetzt dreh dich einmal und sag zu mir, na komm. Elias hat Kirschen für die Wachsen ohne Kehren. Wann mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wann in die Sonne ginge, die möcht sie holen. Wenn's für die hätte ich schon das frühe Jahr gestohlen. Der wollt für die, der mir's das lauter Christbaum sein. Und du was ich schaust, die soll aber nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter den Schreien. Und wenn ich helf Gott so, am liebsten mit einem Lied. Ich hab mir gestern ein paar Viertel gegeben, Bruder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schellweh, sonst bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf, wie in der frischen Luft ein Gartenkauf. Nicht wird deppert umeinander lang und am Sonntag um ein Fliederwand. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen leer und der Zins ist längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trink nicht mehr Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten nicht die Nachbarn stehen, doch wenn ich stirb, grab's wie beim Wirten. So, der Freude muss leben.
für den muss ich haben. Und ist auch manches schon dahin, durch finster Stücke, eines Wien. Mein Wien ist schön zu jeder Jahreszeit, mit einem im Frühlingskleid. Im Sommer aber über Nacht sind alle Rosen aufgewacht und der Wien brilliert in seiner Pracht. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum, mit einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flocken wehen, wo jetzt gegen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Ich möchte gern heim zu Wien, zu dir und meine Haberei. Träum jede Nacht von dir und von mir im Stammlokal stehen die alten Beisel da. Die gingen mir so, wir haben den Wolkenkratzer da. Ich bin schon ganz bei dir, in San Francisco hast es da nie. Hocken mehr, ums neue Brot hat Luftballon geblasen her zu mir, dass ich was hab von dir werde. Schabadaba. Du vergisst mich nicht, ich hab dich geringt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, da haben die Steiner auf der Gassen im Bussel so leon. Geht ich nur heim von da, im Bussel so leon. Geht ich nur heim von da leon. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst du stark sein, sonst hast du nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Pussen ein Dieb sein. Du ist das nicht, tut's das später aber leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal auf, am schnellsten verfliegt auf der glückliche Stund. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schon stark sein. Nagels auf, weil sonst fliegt's dann davon. Seid so gut, das
du musst schon stark sein, sonst hast du die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln Dieb sein. Tust das nicht, wird's dir später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schönsten verfliegt uns eine glückliche Stunde. Darum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schon stark sein. Noch ein Song, weil sonst fliegst du davon. Ein schönes Potpourri wieder. Jawohl, der Walter Nagel sagt, das ist ein leibender Pavlatschen-Jazz. Pavlatschen-Jazz, sagt auch der Christopher Tauch. Die Rotnachtel von einer, danke Echt, vielmals. Falls, danke euch. Schön. Das hat sich super zusammengespielt, Gary 1.0, danke dir vielmals. Ja, nach 27 Jahren, nicht? Weißt du? Michael Ahammer sagt Prostbuben, naja, da müssen wir natürlich... Müssen wir da natürlich müssen wir sofort. Da Das müssen wir Glas sofort. Prost. Ja, Prost, gell. Ist noch was drin eigentlich da? Ja, für dich ist noch da. Ja, haben wir gleich alles zusammen, nicht? Haben wir gleich alles zusammen. Ja, Weil das wir war... Vater haben. Ein Lied ist wirklich niemals fad, wird gequetscht, der Rutgermat. Das war, danke dir. Das blende Schön. ich. Das blende ich. Das ist gut, der gefällt mir wirklich. Alle stehen auf Pause. Ein Lied ist wirklich niemals fad, wird Da gequetscht, muss ich jetzt der wirklich aufstehen. Rutgermat. Also, das ist ein Kompliment, das gefreut mich. Das gefreut mich jetzt wirklich, ja. Wirklich zu Tränen gerührt fast. Nein, das ist leibend. Danke. Das gefreut mich. Ja. Aber, warte, so, Ist was gekommen, oder? ja, nein, Hat nur die Anfrage. Siri mitgesprochen. Nein, nur Anfrage. Ich weiß nicht, ist das jetzt wegen der Pavlatschen, ist es zufällig jetzt gerade. Ich schicke dir das weiter, du wirst es bearbeiten, gell? Wie sich das gehört. Ich bin ja der Künstler und Nein, ich bin ins Büro, ne? Das ist Lord Dauer hat auch die Achtel rein. Ich danke euch vielmals. Ja, es ist ja so, dass ja Wienerlied und Jazz, finde ich, wahnsinnig gut zusammenpassen. absolut. Und weil das jetzt mein Vater, der Harry Schneider von das gesagt hat, das ist ein herrliches Zitat. Ich habe mir es ausgeschrieben, ich werde das einmal posten auf Instagram, aber vor. Ja, ist recht, ja. Macht da die Tür auf, gell? Macht da, Ja. geht da die Stirn auf, kriegst da frische Luft um. Anderes ist wichtiger. Und der Raphael Elmer sagt auch, ja, das ist Jazz vom Feinsten. Ich danke dir schon, Raphael. Ja, der Christoph Acker kann leider nichts spenden, geht in Dänemark anscheinend nicht, ja. Aber ich danke dir vielmals, Christoph, du bist einer der wackersten Unterstützer, obwohl wir so goschert sind und so scharf mit dir ins Gericht fahren. Aber trotzdem danke dir, aber alle anderen sind ja durchaus, wie soll ich sagen, die sind ja nicht in Dänemark, und wo habe ich denn den Film? Da. Jetzt habe ich schon viele Sachen dazu. Also falls jemand sagt, die Musik taugt mir, die zwei sind leiwand, erstens einmal, bevor ihr ans Geld denkt, sagt es weiter, teilt bitte unsere Inhalte, unseren Kanal, sagt es euch ein Haberern, schickt es weiter, macht ein bisschen Werbung für uns sozusagen, Empfehlungsmarketing, wie man das so nett nennt heute. Früher hat man gesagt, empfehlen Sie uns bitte weiter beim Einzelhandel. Heute machen wir das auch und dann, wenn ihr das so gemacht habt und ihr sagt, naja, und dann möchte ich einer noch ein paar Netsch ins Kerberleine hauen, bitte seid so gut, entweder über PayPal oder über einfache Überweisung oder da über wie heißt es da, über diesen Superchat von YouTube. Ganz leibend, egal auf welchen Kanälen. Wir haben das auch schon gehabt. Wie war das, mein Gott, ist ja öfters dabei, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Und den habe ich getroffen und er hat gesagt, ja, was, ich kann das nicht mehr überweisen und hat mir einen 50 in die Hand gedrückt und das für die letzten 2-3 Pavlatschen. Also, ja, geht so auch. Also man kann es auch persönlich überbringen, aber es ist halt schwerer. Also ich danke euch jedenfalls herzlichst dafür. Der XC-Mann muss los. Gute Nacht. Vierte Gott, schön, dass du dabei warst. Danke dir vielmals. Und heute wirklich, muss ich sagen, ganz leibend. Über 50 die Publikumsanzahl. Und ich meine, das ist deswegen jetzt bemerkenswert, weil bei so einem Wetter
ist es eben nicht so selbstverständlich, daher besonders. Dankeschön, trinke ich einen Schluck auf euch. So, trinke einen Schluck auf euch. Was denn? Na, was denn? Und ein Schluck Wasser mal auch, dass das Wasser auch weiterkommt. Es ist wirklich, also 3 Tage auf Vollgas fahren, hat was, man vertragt das nicht mehr so wie früher, aber es war wirklich ein leibendes Festival, ich kann euch das empfehlen. Nächstes Jahr unbedingt. Schrammelklang-Festival am Anfang Juli, 2 Wochenenden sind es, an einem davon spielen dann halt wir, also früher war es immer nur ein Wochenende, da waren es zu viel Leute. Und jetzt sind es halt 2 Wochenenden, aber das kann ich absolut ans Herz legen. Gut, Patrick, Das Schrammelklang-Festival. Ja, absolut. Absolut leibend. Kunst, Kultur, Kulinarik, Wein, Natur vom Feinsten, muss man sagen. Es ist einfach ein Wahnsinn, das Wochenende. Ja. Wirklich schön. Wirklich schön. Der Christoph Hacker ist super gebracht. Bevor ihr was spendet, sagt es den anderen, die sollen was reinhauen. Und ich meine, Patrick, du schau noch, weil da geht's, ist dein Job jetzt. So, ich bin schon da. Oh, ich muss sofort den Finger erheben. Lass mich einrichten, bitte. 10 Euro, Daniela Schlögl, danke dir, Daniela. Wenn der Christoph nicht kann, muss die Daniela halt herhalten. Nein, einspringen. Daniela, danke dafür, ich danke dir schön. Ich bin schon beim Wasser, sehr zum Wohl. Wohle. Also, ja, gleich wieder. Aber es geht schon. Also, ich habe mir nicht gedacht, dass ich heute noch was trinken kann. Hätte ich mir auch nicht gedacht gestern, also wir haben Nein, ich habe mir es heute nicht gedacht, meine ich. Gestern haben wir schon noch denken. Gestern habe ich gedacht, warum soll es morgen nicht gehen? Heute habe ich mir gedacht, ich glaube, es reicht. 3 Tage, es reicht. Aber nein, es geht aber schon wieder. Es geht schon wieder, also gut, dass ich keine Avocado gekauft habe, muss ich ehrlich sagen. Gut, dass ich keine mitgenommen habe. Insert Werbesendung, was ist das? Ah nein, das ist da oben. Ist eine neue Dings? Also Nein, ich tue da herum. Es geht ja schon auf 10 Uhr zu, nicht? Ja. Schon langsam. Ja. Ich muss ja morgen zeitig auf. Richtig. Nein, wir machen heute, wir haben ja gesagt, wir machen eine ruhigere Partie. Aber natürlich, ich würde sagen, wir bleiben, spielen wir noch was Altes, so einen schönen alten, so eine richtige schöne alte Geschichte. Was könnte man machen? So einen schönen alten, weißt du, so einen Blues, einen Wiener Blues. Bevor die. Du hast schon mal gespielt, ne? Jetzt will ich singen. Und die Vogel auf der Straße trinken auch gerne einen Wein, Halleluja, sing sind Sorgen, was ist schon, da schreit's gehört und sag jeder, sing sind Sorgen, was ist schon, da schreit's gehört und sag jeder, ja, wann das Messing schön tanzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf Wehren nimmer weit. Und wenn ich einmal gespielt, dass mit Füßen nimmer dran Halleluja, da muss das letzte Grau her, damit die Rose ihren Hoben hat, da muss das letzte Grau her, damit die Rose ihren Hoben hat. Ja, wann das Messing schön glänzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf Wehren nimmer weit. Was Ich habe verspielt. will er mal sagen? Ich habe verspielt. Was du weitergespielt hast, irgendwas anderes.
Ich habe es nicht Weil gewusst. hätten wir es überduschen. Naja, ich habe schon gewusst, aber ich habe mich verspült. Ich wusste nicht, was er will. Und dann haben wir gedacht, wenn ich mich jetzt noch weiter verspüle, wirst du erst recht nicht wissen, was ich meine. Weil du hast weitergespielt, improvisiert hast. Naja, nein, ich war ja komplett in ja, fast so. Aber eigentlich wollte ich ja zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfle mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hamur und Vögel Grilling drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen wieder die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort gemütlich. Hey, ich wollte gerade das Solo da sparen, aber warum eigentlich? Musikanten spielen dort da die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Völlig neu interpretieren, aber das haben wir auch hingekriegt. Ne? Ja, macht nichts. Die Achtel von einer. Ein schönes Lied, ja. Der Absolut. Christoph Acker erwähnt sogar Manfred. Und Patrick, du musst schön nachschauen. Schon längst. Ich sehe das längst, aber. Ja, das ich ist der. habe nichts gesehen jetzt während des Spiels. Oh, sofort. Alucard ist natürlich da. Ja, wunderbar. Dankeschön, super Chat. Jawohl. Wir danken dir recht. Heben wir sofort das Glas. Na, was denn? Kann man schon ausdrücken jetzt da, gell? Jetzt ist Jetzt es ist aus. aus. Das passt ja genau, ist der Leibwand. Dankeschön. Auch der Karl Duschl hat eine die Achtel. Ja. Freunde, die Weinflasche ist aus. Das Wasser theoretisch nicht, aber das ist ja kein Ersatz. Nein, nicht wirklich, ne? Nein. Deswegen werden wir zum Schluss kommen. Heute sind wir recht brav. Der Andreas Christen haben wir vorher noch gesehen, dass er dazugestoßen ist. Jö, Andreas, servus. Große Freude. Ja. Große Freude, Andreas. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zum Schluss.
heute haben wir ja angekündigt, auch, dass wir es ein bisschen ruhiger machen. Und das ist wirklich so, ich hab eine gewisse geistige Lehre. Körperlich bin ich eigentlich, muss ich jetzt also. Ja, nein, so körperlich bin ich auch im Arsch. Aber, na, geht's mir gut eigentlich, aber der Geist ist etwas abgespannt. Weiß nicht, geistig abgespannt. Das ist. Ja, naja. Ja, nein, bei mir ist schon alles so ganz eigentlich. Da ist das schon wieder recht gut. Morgen schmeißen wir aufs Motorrad vor zum Wiedeklause. Viel Spaß. Weil ich habe mein Service. Ich habe mein Service für meine Honda, ich habe mein Service am Mittwoch, der Rauchverkehr kommt, was das so Kleinigkeiten. Ne? Dann fahre ich wieder nach Wien zurück. Ich glaube, du bleibst vielleicht bis Freitag oder Samstag. Na, am Samstag muss ich zurück. Am Samstag, bis Samstag. Am Freitag muss ich zurück, habe einen Termin und am Samstag spielen wir schon wieder. Da spielen wir ja schon wieder. Wo spielen wir am Samstag? Privat ist das. Zierensack. Schloss jeden Schweigen. Das werden wir gleich nochmal einblenden. Da haben wir es für alle, die nicht aufgepasst haben. Samstag, 17. Wiener Liedheurigen mit den 16 vom Sonntag kriegen. Wir haben heute schon einen Zierensack Bierfrisante Rosé verkostet. Ausgezeichnet. In Schloss Jedenspeigen. Schloss. Jawohl. Schau. Oh, jetzt habe ich es weg. Hat er, aber er hat es nicht ganz gelöscht, glaube ich. Schloss Jedenspeigen. Ganz leibend dort. Wirklich. Um 19 Uhr sind wir dran. Absolut leibend. Wirklich. Bis 11 glaube ich spielen wir, oder was? Bis 10. Bis 10. Ja, 3 Sets spielen wir dort. Hervorragende Weine. Wirklich hervorragende Weine. Kann es jetzt auch so sagen, der Vorteil ist, sind dort schon viele Leute und alles, aber es ist nicht so überlaufen, es ist ein bisschen eine Geheimtipppartie. Meiner Meinung nach. Ja. Es ist echt so ein Geheim, wobei man Geheimtipp gut in jedem Speigen hast natürlich. Erstens historisch ist es eine wichtige Stadt, ist die Schlacht von Jedenspeigen. Gegend von Dürngrut und Jedenspeigen, ja. Und dann hast du dich dort das Mittelalterfest seit Jahrzehnten mit 20.000 Leuten. Also. Über 70 Jahre dort da. Also das gibt es aber nicht mehr, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also die Familie Sperg kann wahrscheinlich. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie es noch wieder machen. Aber es war riesig. Also war riesig, und wirklich ein echtes Country Music Festival mit absoluten Stars. Mittelalterfest, also es ist dort Jedenspeigen an sich jetzt kein Geheimtipp, aber irgendwie so diese heiligen Geschichten oder es hat schon noch was Insidermäßiges. Daher diese Empfehlung, wo ist das Schloss von der Wolfsberg und TV? Jedenspeigen. In Jedenspeigen. Du findest aber, wenn du bei uns schaust auf die Homepage, unter Termine, da findest du den Kontakt, aber ich warte, die noch mal ein. Aber es steht da auch nur Schloss Jedenspeigen. Und wenn du nach Jedenspeigen einfasst, kann man das Schloss nicht übersehen. Du siehst es bereits von der Weite. Also du kannst ja schauen unter zirnsack.com, wie es da steht. Du kannst auch schauen, ob jetzt, ich meine, schöne Motorradstrecken da rauf. Muss man auch sagen. Also die Mach entlang, ja. Also man kann sehr schöne Motorradstrecken machen. Man kann sie machen, ja. Da direkte an die Fahrt. Der direkte ist nicht schön. Der direkte Weg ist nicht schön. Aber grundsätzlich, man kann dort schon ganz so schöne so ein Ding, ja. Walter Nagel, der Rauchverkehr macht Auspuffservice. Nein. Arme Ausbrenner, bitte. Der tut mir ausbürsten, mein Kamin, dass ich wieder harzen kann. Super, Worts, bis zum nächsten Mal. Geri 1.0. Danke schön. Ja, ich meine, Christoph Acker, das war leider. Nächste Woche war jetzt schon Island dran. Ja. Das hätte mir echt an. Ja. Bei der KTM muss der Rauchverkehr kommen. Der Harry Schneider, bitte mit der Honda. Ja, bei der KTM vielleicht, aber mit der Honda geht das. Nein. Ja. Dort, wo die Gelsen daheim sind, in Jedenspeigen. Naja, ist dort, also ist jetzt nicht so arg dort. Es ist eher so, gibt es dort überall in der Mach. Ne? Ja, nicht Mach entlang. Oder gibt es ja auch, wie heißt das, Muckendorf, nicht? Die berühmte Muckendorf, also in Glinsendorf. Da hast du schon einige so Sachen. Fritzl-Status, war wieder leibend mit euch. Fritzl, danke schön und weiter. Du sagst, Thomas Dorda, gesund, sagt er. Thomas Dorda, beste Grüße, danke vielmals. Christoph Radat, dieses Lied ist toll, nennt man das eine Weise? Eine Weisen, wahrscheinlich das Messing. Naja, so Bläserweisen meinst du, so in die Richtung. Nein, das ist ein Lied. Ist ein Lied, ja. Das ist einfach ein Lied, ja. Ist nur die Einleitung, ist nur von mir so. Die habe ich also so arrangiert. Normal geht die Einleitung. Aber ich habe das ein bisschen anders arrangiert dann. Weil es besser, es gefällt mir einfach so. Also. Der Wolfsberg und dort sagt er wieder voll. Alter, ich war in der Mongolei, in Australien etc., aber noch nie in Jedenspeigen. Wolf, wir sehen uns am Samstag. Ja. Weil man, das ist ein Wahnsinn. Noch nie in Jedenspeigen. Die Schlacht von Jedenspeigen, ist ein berühmtes. Die Schlacht von Dürngrut und Jedenspeigen. Das Schloss Jedenspeigen. Und sie ist wirklich leibend dort. Absolut guten Wein.
Es wird dort auch, so wie es ausschaut, weitere Aktionen geben, wo die 16 Buben nicht ganz unbeteiligt sein werden. Yep. In Sachen Wienerlied und Co. und dergleichen. Aber das werden wir alles noch sehen. Und das hat mich total gefreut. Ja, was kommst. So, zwischen Wiener Neustadt und Kirchstock ist Leibwachzug gefahren, ja, das stimmt. Das kann ich sagen, das werde ich morgen wieder feststellen, wenn ich rausfahre. Ja, ich war hinten noch, du hast ja Honda. Ja, Herr schneller von der, was der. Ja. Danke für den schönen Abend, sagt der Landtag Stromer Markus, und wir sagen auch Danke an euch. Danke, Ich blende Name vollkommen ohne irgendeinen Nebengedanken ein, die Möglichkeit, wie man uns in monetäre, unter die Arme greifen kann. also wie man unser Geld schicken kann, das ist da jetzt beinahe eingeblendet und wir sagen Danke herzlichst. Danke. Schön, dass du dabei warst. Und heute eine quasi für unsere Verhältnisse wahnsinnig kurze Paratschen. Ja, absolut, ja. Aber ich glaube, wir haben zumindest ein Notfallsminimum haben wir erreicht von 1 Stunde 43. Ja. Also bis wir fertig sind, sind sie ja auch nicht treffen. Also bis 10, das ist schon in Ordnung. Das kann man durchgelassen Kann man heute, durchgelassen, ja. weil erstens ein hartes Wochenende hinter uns und ja, einen harten Tag, also harten, aber du musst aufstehen. Ich muss aufstehen, ja. Das ist halt alles, nicht? Ich ja nicht. Also ich muss auch aufstehen, aber nicht Nachmittags um auf 5 wieder auch wahrscheinlich. Gut, Nachmittag geht es bei mir nicht. Naja, Vielleicht muss schon, mir auch. vielleicht schon zum Mittag. Muss mir auch. Ja, der hat alles leid und ich kriege das erste Bier. Ja, genau. Das reicht dann eh schon eins. Aber dabei einmal, sage ich nur eins, Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön, es hat mich gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden, bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meinen blöden Witz und an die Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Aber fürs Heimgehen wird's jetzt Zeit. Reis auch noch was. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch gut, eure 16er Buben Papa. Danke, viert euch.